Naja, die gesit van der DR Pressiesten huet dann ass gut fir da Rendevous, derläich ass er doch weil Dir aus ihr schall gut nainnner bewecht du sunnech op Schiff van Merci, dats der hei sit sowuel den Journalisten natilech dat déi de bësse geht haichpengen traditionell Presseessen ass dann fir bësse méi kontraktéiert men vun der vum Joer enke kënnen noch zu summen ze schwätzt an ze summen ziessen. Merci auch den anderen, die heißen als Maderbeter, kommen danach Mombren als der Exekutiv invitieren wir immer ob als Fraktion siessen, die werden also auch no heisinn. Und ich gebe alle gute so herzlich willkommen und Presseerste bei der ADR, bei enger von den 4 größten Parteien zu Lützeburg. Und ich gebe an dem Kontext kurz op Wahlen zurückkommen. Wir erinnern als Troden 4 engem gute Joar, da stehen wir nach 4 die Gemengewahlen. Und da waren nicht alles so klar. Und so Mensch hat sich die Frage gestellt, wie soll das dort denn ausgehen, die 3 Wahlen. Und so wie das ausgegangen ist, ist ganz einfach. Sind Gemengewahlen kommen, wir gewonnen. Sind Chamberwahlen kommen, wir gewonnen. Und sind Europawahlen kommen, haben wir gewonnen, sodass wir die letzten 3 Wahlen wirklich große Gewinner waren als ADR. Also musst für die Chamberwahlen natürlich daran erinnern, wäre es vielleicht gar nicht so evident, wie das haut vielleicht am Nachhinein ausgesagt. Für die Chamberwahlen als gesagt gehen, ja, mit dem Gast Siberia nicht mehr, den ich auch begrüße, mein Gast, das ist da immer da. Am Hintergrund. Die hat Reding nicht mehr, die hat Probleme, da sind neue Parteien stellen, die Stimmen wäscht, sind andere kleine Parteien da. Und dann hast du den Frieden da, der werde ich auch Stimme wäschwelle, weil der spricht auch teilweise konservativ wählen. Und da werden die Leute probieren, eine Koalition zu wählen, und da spielt die als ADR keine Rolle. Und das sind natürlich auch als Sujets, die wir gerne am Vordergrund hätten, das sind dann die nicht immer unbedingt am Vordergrund sind. Da guckt man einen Umfrage Monat für die Wahlen, wo die Piraten auf 6 Sitze kommen sind, und wir auf 3. Wir haben aber darüber gelebt. Schlussendlich guckt man doch nicht immer einfach gemacht, auch von den Medien. Und ich gebe den Robert Goebbels zitieren, den du nur gesagt hast, der DR hat 10% an der Fraktionsstärke, an dat, obwohl es in den Medien keinen Rückhalt gab. Traditionell haben wir Lützeburg eine Presse, die der oder einer Partei nur steht. Und das ist für uns eben nicht der Fall, dass das, was der Robert Goebbels da davon sagen. Und du gesagt also, dass wir trotz all den Toten, der war echt ja, mit schwierigen Punkten et fertiggebracht haben, die Wahlen zu gewinnen. Dann kann ich sagen, dass wir heute ganz belebt sind bei den Leuten. Zufall, wenn ich das Wahlresultat guckt, mehr belebt wie andere Parteien, da der ist mehr belebt bei den Wählern wie die Grünen, die gut auch mehr stimmen. Das ist vielleicht bei den Wählern so, bei anderen vielleicht nicht. Mir im Fall beim Volk, bei den letzten Jahren kommen wir als ADR immer mehr gut an. Wir haben auch die letzten Jahre ganz viele Membern beigekriegt. Nicht nur an der Quantität, muss ich sagen, sondern an der Qualität haben wir es fertiggebracht, viel gut Leute beizukriegen, sodass wir auch eine zweite Reihe und eine dritte Reihe haben, die immer besser geht bei uns mit Leuten, die kompetent und fleißig sind, und die sich dabei engagieren. Und der Chamber sind wir eine Fraktion, eine Stimme zu finden. Wir haben am Dan Hardy 3 neue Deputiert, was hier auch mänglich flott ist als Partei von den bemol jung Leute tut. Das geht immer halt auch etwas Positives durchgestellt. Aber wir noch eine neue Regierung an. Die neue Regierung ist natürlich auch da zum Teil dank uns, weil man fertig spricht und durch ein gutes Resultat Gambia zu verhindern. Dafür so nicht immer mehr Frieden, der Kanal der ADR Merci sagen, dass ein Premierminister gin ass. Ja, wir haben eine Regierung, und so ist vielleicht besonders, dass wie vielleicht andere Parteien auf ihre Presse gesagt haben, wir haben eine Regierung, die ganz stark an der Kontinuität von dem weiterführt, was für drun da war, bei dem, was von der Gambia-Koalition da war. Und das kann ich darauf zurückführen, dass es der Regierung eigentlich Courage fehlt. Sie machen mehr oder weniger so weiter wie die Gambia-Regierung. Und dann regen sich auch die Grünen und der LSAP aber so, mit dem das, was wir viel berät tun, stimmen aber im Endeffekt dann dagegen sie. Mit das, was ich kann feststellen, dass eine Regierung, die nicht den nötigen Courage hat, für
den Dreh zu kreen fort von der Politik von den letzten 10 Jahren, die Menge eng Politik war, die nicht gut war, wo mehr unsicher ging, als mehr Deier, mehr arm, manner lebenswert, mehr Stau, Infrastrukturmangel, wo auch immer mehr Leute mussten an Ausland plündern, sind also ganz viele Probleme da. Und das Regierung weiß bislang nicht, dass sie irgendwie wirklich die Idee hat, für das Großes zu ändern. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Opposition, wo wir dann auch dazu gehören, die gestern vielleicht auch hören, dass der Mark Baum bei der Linke gesagt hat, wir wären wel ein Teil von der Koalition. Leider nicht, kann ich vielleicht kommen. Ich kann noch beruhigen, wir stimmen auch lange nicht alles mit der Regierung. Was sich aber an der Chambre weist, an den letzten Monaten, dass wir ein Phänomen haben, wo wir 4 Parteien in der Chambre haben, die sich praktisch gar nicht mehr unterscheiden. Das ist quasi eine Koalition an der Opposition zwischen den Linken, Piraten, Grünen und LSAP. Und die sind komplett austauschbar. Sie stimmen immer selbst doof, sie machen Motionen zusammen, die sie zusammen schreiben. Und meistens stimmen sie noch geschlossen gegen die Regierung. Wie also das, was wir ein bisschen in Frankreich schon, wo wir dann die neue Volksfront haben, also in Lützeburg etwas Ähnliches, was dann auch an der Chambre oft genannt wird, den sogenannten Linksblock von den 4 Parteien, die dann meistens dagegen sind. Und können ihnen quasi roden dann, für was nicht, mit der Didisch zu summen, und dann mit der zu summen, eine große Partei, wie das auch daneben in Frankreich ist. Wir sind dann ein bisschen apart, wir sind mehr pragmatisch, wir sind noch mehr konstruktiv, wir gehen nicht von vornherein davon aus, dass die Regierung Schlechtes will, aber wir gucken eben genau, was gut ist, da stimmen wir mit, aber wenn etwas weniger gut ist, da stimmen wir nicht mit. Frontalopposition, just für abzufallen, mengnisch, ist nicht das, was wir wollen. Wir setzen uns an der Chambre an, für ein Sujet, die wir schon noch drin vertreten haben, ganz im Moment natürlich ganz stark auch für eine Friedenslösung am Konflikt, am Krieg zwischen der Ukraine und Russland, wo wir wollen gute Relationen haben, wo wir sollen können zusammen schaffen, und muss ihn auch können mit denen schwätzen, wo ihr vielleicht nicht d'accord ist, wenn ihr nicht mal nicht schwätzt, da können ich noch keinen Akkord finden. Das wäre ganz wichtig, für gute Relationen zu haben, auch für uns, für die finanzielle Situation von den Leuten und von den Betrieben, weil die Kriegsfinanzierung ist, die bedeutet für uns einen Verlust von ganz, ganz vielen Millionen, die uns fehlen. Aber wir wollen hier am Land die Leute finanziell in die angreifen, wenn wir wollen Armut bekämpfen, dann sind wir darauf angewiesen, dass wir gute Relationen haben, auch international mit Südverrängen. Wir setzen uns natürlich weiter an für die Familie, überall da, wo die Familie ist, da ist auch der DDR, und ganz besonders natürlich auch für die Familienmöglichkeit zu gehen, für auch mehr mit den Kindern zusammen zu sein. Da geht es eine Migrationspolitik mit Verstand. Wenn wir von Migrationspolitik schwätzen, da kommen wir natürlich nicht ernst etwas, was für uns auch kein Thema ist. Das sind 1 Million Einwohnerstaat, wo das Regierung und auch der Linksblock am Anfang gar nicht drüber geht, weil da war die größten Problem an die größten Herausforderungen ist, dass den unbegrenzte Wachstum, wo wir, wenn wir immer mehr Leute in am Land, immer mehr Probleme kriegen, wo in am Anfang müsst viel mehr gezielt und ruhiger Lösungen finden, für da rauszukommen. Auch die Problematik am Land, der Mangel und Wohnungen, könnt ihr nicht durch irgendwelche Leute, die spekulieren, aber die könnt ihr durch die starke Bevölkerungswachstum, den wir am Land tun, den zu einem Verdrängungseffekt Wohnungsmarché feiert, wo da viele Leute gezwungen sind, nur Jahrzehnten halt Land zu verlassen, was für uns eine Katastrophe ist. Und die Regierungspolitik, die im Moment an dem Bereich gemacht wird, so ja, das ist ein Drips auf der Wärmen stehen. Das ist vielleicht gut gemeint, da wollen sie dann Prozeduren mich schnell machen. Ja, das ist alles nicht schlecht, am Ende hat ja auch matt gedroht, aber das wird nicht Lösung sie vom Problem, weil Lösung kann just sein, dass sie sich endlich mit dem Phänomen 1 Million Einwohnerstaat auseinandersetzt und dass sie eine Lösung finden für die Wachstum. Solange das nicht finden, finde ich noch kein für das Logementsproblem. Dann natürlich Spruch, Kultur, Zusammenhalt, Projekt, wo man ganz sicher als Partei wie ausgesagt, die einzig sind, die raisonabel dagegen sind, dass die neue Alphabetisierung auf Französisch, weil der Besatz noch nicht ausgereift ist, weil der Besatz noch nicht analysiert wird, aber wo viel mehr lange Zeit misst los, bis
die nötigen Konklusionen zieht. Da müssten die Kanner mal am Lycée sind, bis ihr seht, okay, das macht man am ganzen Land, wie die sieht, die anderen, die fahren am Bagger dadurch, die wollen das unbedingt machen, wir sind doch vorsichtig, und auf jeden Fall, wenn wir etwas nicht, wir wollen nicht eine Gesellschaft, wo die Kanner schon getrennt gehen, je no Wurzeln, je no Nationalität, je no Spruch. Sicherheit weiter natürlich ein wichtiges Thema, und dann auch dafür, dass wir ein anständiges Budget haben für die Zukunft in unserem Land. Wir wären also dagegen, dass immer nehmen Suen ausgegeben und immer mehr Suen rankommen. Vieles mehr. Ich gehe jetzt ein paar konkrete Beispiele dazu. Wir hatten eine Aktualitätsstunde über die Sprache, die natürlich groß wie wert ging, wo man ganz klar 12 vom Stadtdeck präsentiert haben. Die anderen Parteien und noch der Minister haben noch fertig gebracht, so nicht mal effektiv die 12 vom Stadtdeck, die glasklar sind, wo steht an absoluten 12, nicht 12 von denen die letzte Woche schwätzen, an Zeit von 10 Jahren auf, sie haben nicht fertig gebracht, das irgendwie umzudrehen. Und da gesagt den aber, dass in der Politik auch die Ehrlichkeit nicht immer Rendezvous, also gerade bei der Spruchmänglisch müsste man als dem Problem mal bewusst geben, wenn man dem Problem nicht bewusst ist, da kann ich noch nicht machen, für die Situation zu verbessern. Wir hatten eine Aktualitätsstunde, den dummweitig über den Pensionsfonds, wo man ganz klar als ADR so, wir sind für sicher, wir sind für Fairpensionen, an Bürger, die an Pensionskäse abbezahlen, so ein Maximum an Pension für ein Minimum an Risiko kriegen. Und da ist es so, dass leider zu vom Pensionsfonds an den letzten Jahren immer mehr missbraucht wird, für politische Ziele zu implementieren. Das nennt ihn dann die sogenannten ESG-Kriterien, wo dann alles so gemerkt wird für die Umwelt, das Sozial und so weiter. Und du kannst so, ja, manche Sachen sind sinnvoll, mir vieles möchte auch keinen Sinn, aber wenn ich ein Beispiel kann so, was auch Politiker von anderen Parteien haben, die Kulissen, sondern wir sind wirklich okay Fetischist für Militärausgaben zu erheben, weil ihr wisst, dass die anderen Parteien, die Regierung, die wollen Militärausgaben massiv erheben und auf der anderen Seite verbieten sie dem ESG an die Industrie davon, an die Waffenindustrie zu investieren, was ja ein großes Paradox ist, also zum Beispiel auch an Airbus, also verboten zu investieren. Das ist verrückt, dass wir die Kaffee hier fliegen. Wir hatten da proposiert, dass die Bürger selber können dezidieren, ob sie wollen, nur so Kriterien hier so investiert gesehen oder nicht. Das wäre also ein Möglichkeit gewesen für den Bürger, das schwarz zu lassen. Die anderen Parteien haben das aber leider nicht mitgedroht. Ein anderes Beispiel aus dem Budget. Wir gesehen, und das will ich klar so, verschiedene Parteien in der Chambre, und ich nenne mal eng die Grünen, die machen sich nicht genug Gedanken über das finanziell. Also sie machen am Anfang eine Politik, wo immer mehr so rankommen. Zum Beispiel wollen sie den Tanktourismus aufschaffen, 1 Milliarde. Sie wollen den Tabaktourismus aufschaffen, 1 Milliarde. Das heißt, immer mehr so soll rankommen. Auf der anderen Seite wollen sie aber immer mehr Ausgaben, allmähliche Subsidien am Umweltbereich, allmähliche Entwicklungshilfe nach erheben und so weiter. Und das ist nicht raisonabel, weil wir Politik kann finanziell nicht abholen. Und ich meine, auch der Gastgeber hat das schon immer gesagt, wir als ADR probieren ein Budget zu haben, die dann ein Equilibrium ist und das am Bewusstsein für die nächsten Generationen. Covid-Oberbestimmung, Selbstbestimmung von Bürger, ein anderes Thema. Wir sind absolut für Direktdemokratie, wir sind Partei für mehr Demokratie, steht hier am Namen, ADR, demokratisch. Und die anderen Parteien so oft, sie wollen mehr Demokratie, sie wollen Demokratie stärken, aber am Endeffekt haben sie dann das Referendum über die Verfassung refusiert. Das ist ganz klar, das was ihr seht, mehr Demokratie, mit das was sie gemacht haben, mehr Demokratie. Und das ist für uns nicht der richtige Weg. Wir wollen Leute mehr da beziehen, und Leute mehr da beziehen, ist nicht, dass irgendwie Bürgerräte gemacht gehen, wo Leute ausgewählt gehen, die als davon Ruf politisch wollen bilden. Darum geht es nicht, das braucht man nicht. Lützeburger sollen können auch selber entscheiden, wie es ausgesät an der Politik. Wir waren noch als einzige Partei immer klar für den Schwach bei der Impfung, also gegen die Impfpflicht, und wir noch gegen das neue Covid-Gesetz für kurzem gestimmt gehabt. Wir haben noch an diesem Jahr probiert, die Freiheit vom Bürger zu garantieren, und gut aufgepasst, dass die Lösung aus der Pandemie solle zugehen. Ja, wir hatten noch ein paar Interventionen, Alexandra Schoß an der Chambre an. Am Endeffekt ist es so, dass die Regierung, Gesundheitsministerisch, leider nicht kooperativ ist, aber am Gesundheitsministerisch
ignoriert hier egent CSV-Motion, die am Anfang misst respektieren, sie gesagt, kein Bedarf für eine Evaluation von einem Expertengruppe zu machen, über all die Corona-Maßnahmen, wird alles logere vergiss, wir machen das nicht und wir bleiben da handelt, dass das ganz anständig, neutral abgearbeitet wird. Wir sind noch weiterhin, und ich meine, da sind wir auch die einzig gegen das Verbrennerverbot, Verbote kommen immer mehr, das ist auch Kontinuität, wo ich auch muss sagen, die das Regierung hat, die geringen keinen Job regeln, mit Regierung möchte ganz vieles von dem weiter, von den geringen, eine Politik, die übrigens aufgewählt ging bei den Wahlen. Aber wir sind eben auch da für das Schwach vom Konsument. Wir sind nicht gegen den elektrischen Auto, aber wir fanden, dass der Konsument soll selber können frei entscheiden. Und dafür sind wir auch dafür, dass Subsidien für Elektroautos nicht mehr da sind, weil der Besatz was an der Marché ergreift, und wir sollen die Leute frei lassen. Und die beste Technologie wird sich dann sowieso durchsetzen, ohne dass das irgendwie manipuliert wird durch Subsidien. Ein Wort zu der Chambre selber. Es gibt viel geschwärzt, auch der Chambre-Präsident, wir wollen die Chambre stärken. Ja, wenn ich die Chambre stärken, das bedeutet dann von par rapport zu wem? Wenn die Chambre will stärken, also in der Regel, nicht verstehen, par rapport zu der Regierung. Und mir den aber, dass ganz oft Chambre ein bisschen hannen dru lebt. Hannert der Regierung, an Deputiert, hannert der Ministerin, hannen dru laufen, weil ich meine, nicht gut aus, weil Chambre ist ein echten Pouvoir. Ich gebe euch 3 Beispiele. Wir sind der Meinung, dass bei den Petitionen, die an der Chambre diskutiert gehen, kein Minister muss dabei sein. Die Chambre kann das selber machen. Wir brauchen keinen Minister, für die Leute über die Petition zu schwätzen. Wenn wir etwas machen, können wir eine Motion bestimmen. Dann Visiten. Wir hatten auch Visiten, die wir gemacht haben mit der Chambre. Wir hatten zum Beispiel eine Schule visitiert, wir hatten aber der Chambre-Kommission so organisiert. Und ich komme da hin, stehen Beamte vom Ministerium an der Bahn sogar die Minister. Ich gesagt, wie ist das möglich? Wir kommen doch mit der Chambre die Schule gucken. Was möchte der Minister da? Und das ist etwas, was so üblich ist hier im Land, dass dann die Chambre da ein zweites Geist spielt, obwohl sieht, wie sie dann von angefragt wird und organisiert wird, und der Minister dann eine Tabrolle spielt. Da, auf einer Visite von der Chambre, irgendwo, bei einem Altersheim oder Schule oder Prison, weil das wird der Minister nicht verloren. Genauso wenig wie zum Beispiel auch beim Jugendparlament. Die Jungen sind Jugendparlament, sie kommen bei der Chambre, du musst kein Minister, sie wollen sich bei der Minister gehen, sollen sie bei der Regierung gehen. Es fällt darauf, und das ist vielleicht etwas, wie weit geht es so, da war so, wir sind zu 60 deputiert. Und wenn er am Ausland kommt, nach Frankreich, Deutschland, anderen Ländern, sind es dann zu 600. Da kann ich natürlich sagen, das ist ein bisschen übertrieben. Ich weiß es nicht. Der Punkt ist aber, wir haben nicht Männer Gesetze hier im Land wie die Franzosen oder die Deutschen. Das ist selbst. Da haben wir nicht Männer internationale Institutionen, wo es deputiert müssen draußen und so weiter. Und das, was mir auffällt, ist einfach, dass die 60 Deputiert, die Zahl geht eigentlich nicht mehr durch. Auch wenn ihr bedenkt, wir sind am Ende zu 25 Oppositionspolitiker. Das könnte noch Männer sein. Ich meine, für eine Zeit, da waren just 15 Oppositionsdeputiert an der Chambre. Die mussten gegen eine ganze Majorität dann kämpfen, gegen 16 Ministern, mit ihren 1000 Spitzenbeamten, die höchst qualifiziert sind. Und da kommen wir dann zu 25, wo nach den einen oder anderen Bürgermeister aus irgendwo mit dieser Fraktionsmandat, die ganz viel schaffen, mit das auch begrenzt. Und dann probieren wir dann die ganzen Apparat zu kontrollieren, Sachen zu proposieren. Und ich meine, dass wir da auf einem Punkt sind, wo einfach ein immens Ungleichgewicht gibt zwischen der Legislativ und der Exekutiv. Aber wenn wir die Chambre stärken, dann meine ich, dass wir auch 12 von Deputierten absetzen an dem Sinn. Nach ein Wort zu ersten Journalisten. Ich wollte dir ein paar Beispiele sagen, hört man da aber vielleicht nicht besser. Von dem, wie bis die DDR berichtet, dann da hole ich 3 Beispiele von der letzten Woche. Und das geht von Donnerstag bis Samstag. Ich gehe nicht einfach ich lese nicht das vor. Donnerstag, den 11. Juli, freie Mikro, 100,7, Michel Pauli mit einem Kommentar. Für was wird der DDR gewählt? Was bringt Leute dazu, eine potenziell faschistische Partei zu wählen? So als Historiker so etwas zu sagen, das ist schon ziemlich verrückt. Das ist dann Donnerstag. Freitag, den 12. Juli, da war dann die Affäre, ich komme noch kurz darauf zurück, von der LTPS direkt, wo man ein ganz pertinent vorgestellt und der Minister den relativ lapidar antwortet.
an der Schnitt genehm der Sache als nee setzt, dann heget dann Radio RTL war dat dann Claude Meich weist dem Kolb trot kart. Nee, mi hun himse gewiese. Dat ass eben auch eng froh vun der Berichterstattung. Samst des 13. Juli der Trop carte blanche vun engem Elis Schmidt, ich kenne dat net carte blanche RTL Matrietspopuliste schwätzen, en Deel vum Rierand huet Diskussion natürlich schon lang verlos. Und da komme mir drafir als nimm gin dann do genannten drinnner den sich auch wat lebt mengen die dat wirklich los so oder setzen die du an die probieren sich die David sich geht irgendwie du auszudenken, weil mir verstehen net wie so Sache kann da bringen. Selbe dann noch samst des 13. Juli, dat war dann am Wort dat du aus dem Defendelgang 400 Chamber mir hatten als du gewirrt, da gehen wenn man der Meinung sind, dass die Fendel net neutral aus das Chamber soll neutral sind als südfrei repräsentieren. An die Fendel die steht auch für politische Ziele, Genderspruch, Frauenquote, Unisextoilette, Parent 1, Parent 2 und dafür sind wir als politische Gründe nicht der Meinung, dass wir Fendel, die können da daheim abhängen oder für einen Privatbetrieb, aber nicht für eine Gemeinde oder eine Chamber. Du könnt dann einen Artikel, das ist dann noch gut, den Artikel war ja auch schön geschrieben, wo dann darum geht, dass den RDR-Deputierten den Tom Weidig dann sich darüber beschwert huet, dass die Fendel hängt, das wieder schön. Und dann zum Schluss zum Artikel geht da dann in ganz andere Richtung. Und da geht darum, dass irgendwo in Neubrandenburg wurde voriges Jahr vor einem Bahnhof eine Regenbogenfahne ersetzt und durch eine Hakenkreuzfahne ersetzt. Also Idioten gehen immer, wie war da in einem Artikel, lieber die Fendel für eine Lützeburger Chamber zu den, und das sind Lien, die sind nicht fair. Dann 13. Juli war das am Tageblatt, geht an dieselbe Dingens, wo dann der Politflüsterer sieht, der Tom Weidig sollte sich schämen und so weiter. Bon, was ja vieles gewinnt. Aber der Freitag ist der 12. Juli, ich komme nicht auf Freitag zurück, also eine Zeit von 3 Tagen. Und da muss ich so, dass ja vieles gewinnt, und dafür meine ich das auch. Mit diesem Artikel, der steht im Fast, die Burdemaus, und das ist ein Artikel am Wort gewesen auf der Sportseite. Und da schreibt der Journalist, am Titel an einer EM-Kolumne, geht darüber mich schafft. Der Titel war, ich würde nie zum Verein vom Fred Kolb wechseln. Ja, wie der westsinnische Präsident von einem Fußballverein. In dem Artikel lasst dann noch ein Foto von einer Equipe mit mir drauf, wo dann steht, hey Fred Kolb, du machst eine Equipe. Und hier gibt also nie bei den FC Kielen, also bei meinem Verein, Wiesland. Und ich mich da gefragt, was könnt als nächster Journalist, der schreibt, ich gehe niemals Schuhe kaufen, bei Corinne Kahl. So, das geht nicht. Ne? Ich meine, das sind persönliche Attacken. Und das ist schon quasi am Gedanken auch totalitär. Mir die gut, sie die Base, und du hast alles erlebt. Da geht es darum, für Druck aufzubauen, auf Politiker, ob die Leute, ob ein schlimmer, naja, Genre, falls du eine politische Konkurrenz bist, machen wir das Rolo privat fertig. Das ist ein Hammergedanke für so etwas. Und genau da ist auch der Verlust von der politischen Kultur. Und ausgerechnet so Leute, die dann Toleranz predigen, sind dann am Anfang so intolerant. Wenn sie eigentlich müssen so irgendwo müsst ihr so bei seinem Artikel dann nicht mehr mit diesem von irgendeinem anderen kommen und so und halt Toten, das geht nicht, das Toten, das geht zu weit. Mit die großmenschliche Moralisten, die kümmern sich lieber da nicht drin, man dann so oder fand er doch noch gut. Da seid ihr noch ein bisschen an den, wenn ihr überhaupt, das ist die Presseseite, für erlaubt man das so, wenn ihr überhaupt guckt, da Lützeburg Presse und Kommentare im RTL 100,7, Leute so dann immer, da sind wir dasselbe, da sind wir für die Gringen, da sind wir die Politik, da sind wir links. Und dann hatten wir das angegeben in alle Kommentare von den letzten Monaten an den ChatGPT angegeben. Ja, könnt ihr davon alle, was ihr wollt. Aber die hat gesagt, 98% von den freien Mikro, von den Kommentaren, 100,7 sind links. 98%. Die kennen Kommentare, am RTL als Dänisch, können die noch weiterfahren. Mein Punkt ist von den heute, es gibt viele Herausforderungen hier im Land, an Heierns sind Linkslesungen, vielleicht die richtigen, meinst du, sind Rechtslesungen, vielleicht die richtigen. Normal gemein kann ich so, dass an den westlichen Ländern oder immer eine gewisse Tendenz, dass 50% von der Bevölkerung echt mehr links sind und 50% echt mehr rechts sind.
Für was sind an Kommentare nicht ausgeglacht, 50% ich da jetzt, auf 50% ich links, wie was sind die zu 98% links? Das ist eine Frage, die ich mir stellen. Wo hast du Pluralität, wo hast du Gesellschaft, die du mal da soll, du, gewisse gehen, respektiert gehen. An dem Sinn auch hat Dalia führende Wahlen eng Etude gemacht, wie oft Parteien vorkommen an den Medien. An da war zum Beispiel so nicht da führende Medien RTL Radio. Und du siehst, dass der DR leidet bei 5% Sendezeit an den wichtigen Emissionen, Background, Word, Phase Invité, Table Ronde offiziell, leidet der DR bei 5%. Liberty Freiheit auch bei 5%. KPL bei 3,5%, also liegt drin. Piraten leidet schon über 3,7%. Die Greng bei 15,7%. Für was freue ich mich? Für was gehen die Grenge viermal an den Background erwidert, da der just eben. Das sind so Fragen, die ich da kann stellen. Ich meine, für wichtig, dass wir alle Parteien giffen, auch an all die politischen Strömungen, die gehen, giffen équilibriert repräsentieren an den Medien. Das für ein Wunsch, den ich gebe und nicht äußeren als Journalisten. Und dann zum Schluss will ich darauf zurückkommen, weil ich für kurz zugeschwert habe, dass das verdammt LTPS geschieht ass wat vielleicht doch falsch durchgestalt gin. Das tut ja auch genug für mich zu frohen. Das ganz einfach so an Staatsbeamtengesetz steht dran, le fonctionnaire est tenu au devoir de disponibilité, d'indépendance et de neutralité. Muss neutral sein. Du Leute mich kontaktiert net mit van der 3 Stück sie mir gesagt, die waren do op Plan der 2. Die waren op der echte Mengenisch Diplomüberreichung TPS, die mir gesagt, die Frau die Neutralität als Staatsbeamte nicht respektiert, die hat geschwar, die war die Französisch fallen an die Leute suggeriert, was sie sollen wählen. Also weiter. Und den lange Red gehabt, der Minister oder einen Ausschnitt davon. Auch an dem Ausschnitt steht etwas, was vielleicht gefährlich ist. Sie hat gesagt, die Direktrice hat gesagt, ob der Diplomüberreichung, für was sie über Politik, wie hat gesagt, der Rechtsruck, der weltweit durch Gesellschaften geht, berät mir immens groß Sorge. Ich berät hier Sorgen, aber weil das hier Sorge berät, geht es dann um eine Diplomüberreichung als Direktrice so. In Frankreich steht klar, wir orientieren uns oft in den Gesetzen de Frankreich, le fonctionnaire doit respecter une obligation de neutralité en application de laquelle il ne doit pas, dans l'exercice de ses fonctions, avoir les comportements suivants: manifester ses convictions, qu'ils soient religieuses, philosophiques ou politiques, à l'égard des usagers et de ses collègues. Ses convictions. Sind der Direktrice Konvictionen, politische Konvictionen, hun nicht auf einer Diplomüberreichung verloren. Das ist ein klarer Verstoß gegen das Statut, den er vorlegt. Der Rechtsruck, das für verschiedene Journalisten und verschiedene Politiker, dass DP und CSV an der Regierung sind. Ne? Sie als dagegen. Sie sind da für große Sorgen machen. Und stellt euch mal einen Moment vor, es wäre ein Direktor, und ich kenne da die so denken, die geben so, die kriegen links Tendenzen machen als Sorge. Wie gibt dann darüber reagiert gehen? Da wäre ich gespannt, ob die Reaktionen, die dann da wären, mir geht das dann so durch. Voilà, ich hoffe, es war nicht zu lang, wir können gerne noch schwätzen. Das, so ich all gut. Merci, dass ihr hier wart. Auch wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne stellen. Ja, gut, ja. Die habt die Medien kritisiert, nicht essentiell, mit Kollegen. Ja, interessant. Was meint ihr, seid ihr für eine Reform von Medien à la Presse, beim Kriterien, oder was meint ihr genau? Also, nee, das Problem ist, wenn wir letztlich kein Aide à la Presse gehen, dann gibt es keine Presse mehr. Und das will ja auch gehen. Das können die evaluieren. Wir sind am Anfang ein großer Freund von der freien Presse. Wir hätten eben just gerne die Beispiele gesucht, für klar zu argumentieren, noch mit Beispielen, dass wir gerne eine mehr equilibrierte Berichterstattung hätten, wo alle Meinungen hier am Land auch zu Wort kommen. Ja. Mr. Jacobi. Ja, ich denke, dass so ein Krieg wäre so extremer Frieden. Wer links, postet dir da links, und die Regierung wäre extrem. Aber bon, besonders was.
Dir hat ich gewählt gegen die Alphabetisierung auf Französisch und ich kann das nur vollziehen, dass es nicht gut ist, kann er nur der Spruch zu trennen. Für was fordert ihr nicht eine Alphabetisierung auf Lützeburgisch? Da könnte ich sogar auf Leute berufen, die ich für Faschisten habe. Das wäre der Fehler. Was ja relativ absurd ist. Für was alphabetisieren wir nicht auf Lützeburgisch? Ja, das, Wir bringen den Kanner am Präkos Lützeburgisch bei. Wir haben nicht immer dafür also so. ja, das für eine Idee, die leider auch nicht diskutiert, bis du genau von keinen effektiv auch von ich schon über der Schweiz doch darüber schwätzt. Gründe sind natürlich klar, für was habe ich so nicht gemerkt, weil nicht genug auch Bücher da waren, noch für Kanner auf Lützeburgisch, wo sie dann hätte können die Spur auch benutzen, also schreiben oder lesen können. Aber absolut, also das wir viel besser, das zu machen für alle Kanner, es geht hauptsächlich für alle Kanner gemeinsam zu halten und nicht irgendwie zu trennen. Ja, nicht immer mit. Ja, ja. Also, du hast darüber gesprochen, kannst du Sitzer an der Chambre abzuhören, oder du hast es am Kopf und könnt ihr irgendeinen Propos oder Gesetzesinitiative in nächster Zeit? Ja, wir haben 4 Jahre Zeit, das heißt, wir können das machen, aber wir werden noch da aktiv gehen. Das ist schwer, nur eine Zahl zu nennen. Ich weiß, dass ich meine, ich studiere Malta, sind selbst so 80, ich muss ja noch gucken, genau, sind die 70. Ich meine, dass ich noch aber Mist von den möchte, müssen aber man so die Richtung gehen, manst. 12 von der Fraktionsmodell da. Auch wie die Fraktionen schaffen, wir sind auch mehr Möglichkeiten gehen. Wenn ich gucke am Europaparlament, dass der Ferner Kartei ist, das Europaparlament können da 4 Leiterstellen pro Deputierte. Ja? Wir haben im Moment 5, wir müssen am Gang danach zu sichern, wie als Amateur. Du siehst da, wie das Ungleichgewicht das par rapport da. Das kann ja auch im Moment ganz schwer just gehen. Ja, nach einer Frage, ja. Sind da 4 oder gegen bei der Hilfe für die Ukraine? Also wir waren immer gegen Telefon, was Waffen angeht. Da waren wir immer dagegen. Wir sind immer dafür gewesen, und da hatten wir auch eine Motion mit dran für alle anderen Hilfe zu gehen, von humanitär, Aufbauhilfe und so weiter, oder auch Hilfe für Leute abzuholen. Ich meine, das ist etwas ganz Wichtiges. Der andere, dass wir sind ganz klar der Meinung, dass die Situation im Moment in der Ukraine nicht mehr so weitergehen. Wir kriegen den all der Tausenden Leute blessiert, viele Leute sterben. Und den Anfang, den Eis schwert und Sanktionen schweren Eis und das ganz schwert Eis. Und ich weiß, das ist doch ganz schwer, als da man denken, zu schwätzen, wo ihn bekämpft wird. Wir haben oft gesehen, dass das möglich ist. Und ich meine, dass das dann noch heimisch gemerkt wird. Also, mit Waffen liefern, dass wir just danach das Ganze nach verstärken. Und dafür sind wir da nicht immer da verstanden. Die sind aber viel international Recht, also dass sie nicht so genug bei überfallen. Wir sind ganz klar, das haben wir oft gesagt, auch der Ferner Kartei, wir verurteilen ganz klar, dass Russland das internationale Recht gebracht wird. Das ist ganz klar. Aber das muss realistisch sein. Wie kommt da noch raus? Weil Russland verliert die Krieg ja nicht. Das machen sie nicht. Das ist das Problem. Ja. Ja? Also in den letzten Wochen oder Moment war relativ viel Kritiken von Genschler. Ich meine an 16. Was meint ihr, ist das ein Problem für die DDR? Also ich weiß nicht. Ich fand, dass ich hatte die letzte geguckt um 6 Stunden singen Künstler, da waren dann, ich kenne viele Künstler von Leuten, falsch mit Menge, aber da waren noch nicht viel drauf, die ich kannte. Und ich weiß auch, dass der Tonner an Künstlerkreise gut nicht belebt ist. Es verschiedene Gründe, die ich ja nicht vielleicht nehmen. 6 Stunden als Member bei den Linken, und vermischt sein Hobby mit der Politik. Ja. Du hast das Lied gemacht, boah. Und ich habe gesagt, für 10 Jahre, das 6 Stunden, habe ich ein Lied über dich. Ich dachte, verrückt, wow. Ja. Nee, das tut mich so echt da, statt echt da, in einem gewissen Sinn, statt
mat Humor geholl ja.